Der Mann, der ganz große Geheimnisse der USA öffentlich gemacht hat, Julian Assange, der Gründer von WikiLeaks, steigt in ein Flugzeug ein. Plötzlich ist er frei. Das kam für viele wohl ziemlich überraschend. Fast 12 Jahre lang war Julian Assange faktisch in Haft. Entweder saß er in einer Botschaft in London fest oder er war in einem Hochsicherheitsgefängnis. Heute erzählen wir euch Julian Assanges Geschichte, wie er zum Feind der USA wurde. Und das machen wir mit einem, der ihn persönlich kennt und ihn gut beschreiben kann. Jemand, den ich als Visionär bezeichnen würde, vielleicht nicht in allen Facetten immer als einen Sympathieträger, aber jedenfalls als einen der hellen Denker unserer Zeit. Das ist News Plus. Ich bin Raphael Günther. Schön seid ihr dabei. Wir sind uns im Sommer 2010 das erste Mal begegnet. Holger Stark ist stellvertretender Chefredaktor der Deutschen Zeitung Die Zeit. 2010, das war in der Vorbereitung der Veröffentlichung jener Dokumente, die jetzt zur Diskussion standen, wegen der er auch angeklagt ist. Das waren also einmal Dokumente über den Afghanistan-Feldzug des US-Militärs. Darin heißt es unter anderem, dass der pakistanische Geheimdienst die radikal-islamische Taliban unterstützt. Auch die Zahl der zivilen Opfer sei größer als offiziell zugegeben. Da wird zum Beispiel bekannt, dass der pakistanische Geheimdienst den afghanischen Taliban hilft oder dass die Zahl der zivilen Opfer viel höher ist als offiziell zugegeben. Dann etwa 400.000 Dokumente der amerikanischen Armee über den Irak-Feldzug. Die Internetplattform WikiLeaks hat zusammen mit internationalen Medien nun erneut zugeschlagen. In der vergangenen Nacht hat WikiLeaks knapp 400.000 Militärdokumente veröffentlicht, die ungeschönt Einblick in den Alltag der US-Soldaten im Irak geben. Ein Video zeigt, wie ein Schütze aus einem Helikopter auf Iraker schießt und sie tötet. Dieses Material dokumentiert, wie rund 109.000 Menschen umgekommen sind. Und schlussendlich eine runde Viertelmillion diplomatischer Depeschen, vertrauliche Dokumente aus dem US-Außenministerium, die wir im Laufe des Jahres 2010 veröffentlicht haben und die ihm nun zum Verhängnis geworden sind, weil ihn die US-Justiz angeklagt und deswegen dann auch eingesperrt hatte. Ich kann mich auch noch gut an diese Zeit erinnern. Das war 2010, als plötzlich eben WikiLeaks in aller Munde war. Praktisch täglich gab es neue Meldungen, neue Dokumente, die veröffentlicht wurden. Wie wichtig waren diese Veröffentlichungen, diese Enthüllungen damals? WikiLeaks hat damals Weltgeschichte geschrieben, so viel kann man, glaube ich, sagen. Hat die mächtigste Nation der Welt bloßgestellt, auch peinlich bloßgestellt, die Kriegsverbrechen und die Vergehen der Amerikaner gnadenlos dekouvriert und gleichzeitig auch uns Journalisten und Journalistinnen damals, ich will nicht sagen vorgeführt, aber jedenfalls nochmal eine wirklich neue Art des journalistischen Arbeitens ergänzt, nämlich die Möglichkeit, über ein anonymes Einsendesystem Dokumente Journalisten zur Verfügung zu stellen, durch Whistleblower, die Missverhalten von Regierungen, von Armeen, Soldaten, Geheimdiensten anlegen. Und das waren Sachen, die der Journalismus so damals in dieser Form nicht kannte. Insofern hat Julian Assange schon an vielen Stellen richtiggehend etwas revolutioniert und dafür hat er einen hohen Preis im Gefängnis bezahlt. Diese undichten Stellen, die Whistleblower, die machen US-Politikerinnen und Politiker und auch Militärs in dieser Zeit wütend. Das waren ja alles Informationen, die nicht raus sollten. Gleichzeitig gibt es auch sofort Kritik an Julian Assange und Vorwürfe. Er sei ein Staatsverräter, ein Spion. Später droht ihm deswegen sogar die Todesstrafe. Dass so geheime Informationen einfach weitergegeben werden, das gefährde Leben, heißt es damals. Nun, er hat immer den Anspruch vertreten, absolut radikaler, kompromissloser Transparenz. Also alles, was an Dokumenten reinkommt, soll auch veröffentlicht werden. Es stehe den Journalisten gewissermaßen nicht diese Gatekeeper-Funktion zu, also das Auswählen und Selektieren von Dokumenten. Unser Streit, den wir damals hatten, der ging darum, ob es statthaft ist, jedes einzelne Dokument mit allen Namen und allen Details zu veröffentlichen oder ob es auch Grenzen dieser Veröffentlichung und dieses Rechtes auf Transparenz gibt. Wir haben damals journalistisch argumentiert, dass wenn beispielsweise das Leib und Leben von einzelnen Menschen gefährdet wird durch die Veröffentlichung eines Dokumentes oder wenn es sensible Informationen gibt über beispielsweise kritische Infrastruktur, Atomkraftwerke, Unterseekabel oder ähnliches, wo wir kein Missverhalten, kein Missstand darin erkennen können, diese Dokumente und diese Informationen zu veröffentlichen, dass dies nicht öffentlichem Interesse dient. Und er hat es immer anders gesehen, hat immer argumentiert, es gibt diesen radikalen, 100%igen Anspruch der Öffentlichkeit auf Transparenz. Und das hat ihn eben auch von klassischem Journalismus unterschieden. Und da war einer der größten Streitpunkte
der letztlich philosophisch betrachtet bis heute anhält. Assange selbst wird auch oft und sehr kritisch zum Thema interviewt. Er sagt immer wieder, der Job von WikiLeaks, der sei nicht leicht. Well, what we have to do is just do what we can, with the money we can, with the resources we can. So there are no easy choices for this organization. WikiLeaks habe eine Verantwortung gegenüber den Leuten, denen die Veröffentlichung dieser Dokumente helfe. We have a duty to all the people who can benefit from the release of that information. Man dürfe nicht vergessen, es handle sich hier um Krieg, um einen Krieg, in dem hunderte Menschen jede Woche sterben. We are talking about information that derives from a war that is killing hundreds of people per week. Assange bleibt stur, die Infos müssen raus, sagt er, da ist er überzeugt und er lässt sich auch nicht stoppen. Herr Stark, wie haben Sie denn eigentlich damals die Zusammenarbeit mit Julian Assange erlebt? Nun, Julian Assange ist ein sehr ungewöhnlicher Mensch, wahnsinnig klug, wahnsinnig schnell im Kopf, mit einem Intelligenzquotienten, der weit über dem Durchschnitt liegt. Ich meine, irgendwas um die 140 habe er damals gehabt, der extrem flink intellektuell ist, der erkennbar aber auch mit einer gewissen Arroganz auf andere guckt, die nicht ganz so schnell sind wie er, der sehr scharf sein kann, sehr charmant, sehr unterhaltsam, sehr lustig, der aber damals auch schon vorausgesehen hat, was das mit ihm machen könnte, der uns damals im Sommer 2010 auch schon gesagt hat, dass das, was da kommt, dazu führen würde, dass die amerikanische Regierung ihn gnadenlos verfolgen würde. Also jemand, den ich als Visionär bezeichnen würde, vielleicht nicht in allen Facetten immer als einen Sympathen oder Sympathieträger, aber jedenfalls als einen der hellen Denker unserer Zeit. Also nicht wirklich sympathisch, aber sehr clever. So kann man es sagen. Naja, schon jemand, der auch, wenn er jemand verachtet hat oder jemand falsch gefunden hat oder der dann mit wirklich gnadenloser Schärfe auch vorgehen kann. Ich erinnere mich, dass wir einmal in London auf einer Straße standen und uns angeschrien haben, also im Wesentlichen er mich angeschrien hat, weil er mit einer Erklärung, die wir damals abgegeben haben, aus journalistischer Sicht nicht einverstanden war. Dann entfaltet er schon auch große Wucht und große Schlagkraft und nimmt auch nicht mal besonders Rücksicht auf mögliche Verletzungen, die er damit erzeugt. Und das, was Julian Assange offenbar vorausgesehen hat, tritt dann auch wirklich ein. Die USA wollen ihm den Prozess machen, aber erst später. Zuerst kommen Vorwürfe aus Schweden, im Herbst 2010 war das. 2 freiwillige Mitarbeiterinnen von WikiLeaks machen Vorwürfe wegen Sexualdelikten. Ein schwedisches Gericht ordnet dann an, dass Assange verhaftet wird. Und tatsächlich wird der WikiLeaks-Gründer kurz darauf in Großbritannien festgenommen. Julian Assange selbst bestreitet diese Vorwürfe. Ja, ich weiß das noch ganz gut, weil ich mit ihm damals gechattet habe an dem Wochenende, als das hochkam und ihn natürlich sofort gefragt habe, was ist da los? Und er schrieb mir sofort zurück, das ist eine Honigfalle, also sozusagen eine Inszenierung. Davon war ich nie ganz überzeugt. Er war sicher, dass der amerikanische Geheimdienst dahinter steht. Letztlich war diese Verfolgung in Schweden für die britische Justiz und dann für die amerikanische Justiz ein Vehikel, um ihm näher zu kommen. Die Frauen haben damals sehr geklagt, 2 Frauen in Schweden, 2 Schwedinnen, wie schlecht er sie behandelt habe. Da möchte ich mir kein Urteil anmaßen. Also für ihn war das damals im Herbst 2010 der Anfang vom Ende, wenn man das so sagen möchte. Eigentlich sollte Julian Assange dann an Schweden ausgeliefert werden, von Großbritannien aus. Er aber flüchtet in die Botschaft von Ecuador in London. Asyl für Assange. Ecuador will den WikiLeaks-Gründer aufnehmen. Und dort wird Assange fast 7 Jahre lang bleiben müssen, muss man sagen. Würde er nämlich aus der Botschaft rauskommen, dann würde ihn die britische Polizei direkt verhaften. Assange äußert sich auch immer wieder öffentlich in dieser Zeit. Er tritt dann auf den Balkon der Botschaft und spricht zu Medien und auch zu Anhängerinnen und Anhängern. The United States must renounce its witch hunt against WikiLeaks. Die Hexenjagd der USA müsse aufhören. The United States must vow that it will not seek to prosecute our staff or our supporters. Niemand solle juristisch verfolgt werden. Fast 7 Jahre verbringt Assange in der Botschaft Ecuadors in London. Immer wieder gibt es Schlagzeilen, Kritik an Assange selbst und auch an der Situation, in der er leben muss. 2-mal wird Assange in dieser Zeit übrigens auch Vater. Und Holger Stark, der mit Assange zusammengearbeitet hat, besucht ihn auch in dieser Botschaft. Wo er wirklich in einer kleinen viktorianischen Altbauwohnung in anfangs 1,5 Zimmern, später etwas mehr gelebt hat. Zeitweilig ist er Skateboard in dieser Wohnung gefahren, vor und zurück, hat versucht, sich sportlich so ein bisschen fit zu halten. Aber das waren schlimme Jahre für ihn. The biggest issue for us is the surveillance of this embassy. Wir haben dann später gelernt, dass die
CIA mithilfe der ecuadorianischen Regierung Kameras installiert hatte, ihn überwacht hat, Mikrofone, ihn aufgenommen hat, bis hin zu intimen Gängen auf die Toilette. It is something that is difficult for me. It is something that is much more difficult for my children and family members. Und Sex, den er damals auch hatte, alles mitgezeichnet und überwacht worden ist. If you believe in something and you want to see it occur, you have to pay a price. Das waren für ihn natürlich furchtbare Jahre, gesundheitlich, aber noch viel mehr psychologisch. Aber dann kommt in Ecuador ein neuer Präsident an die Macht. Plötzlich fällt für Julian Assange der Schutz der Botschaft weg. Ecuador widerruft sein politisches Asyl. Julian Assange verhaftet. Jetzt droht dem Gründer von WikiLeaks die Auslieferung von Großbritannien in die USA. Schreiend wird Julian Assange aus der Botschaft getragen. Er wird verhaftet, kommt in ein britisches Hochsicherheitsgefängnis und kurz darauf verlangen die USA seine Auslieferung. Die Vorwürfe gehen von Verschwörung bis zu Verstoß gegen Spionagegesetze. 18 Anklagen sind es insgesamt. In den USA drohen Assange 175 Jahre Gefängnis. Es gibt dann ein juristisches Hickhack, ob er jetzt ausgeliefert werden soll oder nicht. Die Details erspare ich euch hier. Sicher ist, 5 Jahre verbringt Assange in diesem Hochsicherheitsgefängnis, heiratet in dieser Zeit seine Frau Stella. Und es gibt auch immer wieder Kritik an den Haftbedingungen von Assange. Immer wieder ist auch die Rede von Folter. Und heute dann die Überraschung. Breaking news, Australian and WikiLeaks founder Julian Assange is a free man. We're getting some breaking news now involving WikiLeaks founder Julian Assange. Julian Assange, der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, ist frei. Er ist frei. Was waren Ihre Gedanken heute früh, als Sie das gehört haben? Endlich war mein Gedanke. Endlich ist es soweit. Julian Assange kommt aber nur frei, weil er sich mit den USA auf einen Deal eingelassen hat. Er bekennt sich in einem von 18 Anklagepunkten schuldig. 5 Jahre kriegt er dafür, genau so lange, wie er jetzt in Großbritannien schon in Haft war. Und das ist die bittere Pille dieses Deals, den ich bittersüß nennen würde, dass er sich schuldig bekannt hat, dass er formal zu etwas mehr als 5 Jahren verurteilt wird, dass er also, wenn man so möchte, Spionage begangen hat für etwas, was ich Journalismus nennen würde, nämlich das Offenlegen von Missständen durch das Publizieren von Dokumenten. Aber ganz offensichtlich gab es innerhalb der beiden Regierungen keine Bereitschaft, ohne ein Schuldeingeständnis diesen Fall zu beerdigen. Dieses Geständnis ist jetzt da. 14 Jahre nachdem Julian Assange zum Feind der USA wurde. Die Geschichte von Julian Assange lehrt uns, dass es hohe Kosten haben kann, wenn man Regierungen herausfordert, insbesondere mächtige Regierungen wie die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika, fraglos die mächtigste Nation der Welt. Und wenn man diesem Glutkern dieses Staates, der aus dem Militär besteht, aus den Geheimdiensten besteht, aus der Politik in Washington besteht, wenn man diesem Glutkern zu nahe kommt und den bedroht, dann muss man mit der vollen Wucht der Vergeltung rechnen. Und das hat Julian Assange getroffen. Und selbst jemand, der so standfest und so prinzipientreu wie Julian Assange ist, hat am Ende dafür einen persönlichen Preis gezahlt, der eben auch das Schuldeingeständnis beinhaltet. In den nächsten Tagen soll der Australier Julian Assange, heute 52-jährig, in der Nähe von Australien in einem Gericht verurteilt werden und dann wieder ein freier Mann sein. Ich wünsche mir, dass er sich schneller erholen kann, dass er neue Kraft schöpft und dass er als Stimme in der öffentlichen Diskussion nicht verstummt, sondern sich weiterhin in den öffentlichen Diskurs einmengt. Holger Stark war das, stellvertretender Chefredaktor der Deutschen Zeitung Die Zeit. Und das war's von News Plus für heute. Über Feedback und Themeninputs freuen wir uns immer sehr. Ihr erreicht uns per Mail an newsplus@srf.ch oder per Sprachnachricht an 076 320 1037. Das Team heute: Marc Alemann, Produzentin Martina Koch und ich, Raphael Günther. Wir sagen Tschüss und bis gleich.